Es ist zum Wahnsinn werden, liebe Freunde. Da haben wir schon jetzt über, ja, fast schon 84 Parts war. Moment, bereits 85. Part, genau. Haben wir schon über 80 Parts hier, Karten gesammelt, Strategien ausgearbeitet, Monster beschworen, Spezial beschworen, etc. etc. Also war ganz cool, aber trotzdem haben wir immer noch nicht unser perfektes Deck zusammen. Wobei natürlich perfekt eine ganz andere Liga ist, sprich perfekt gibt es sowieso nicht, gibt überall was ja, zu mäkeln, nicht wahr? Ist ja alles irgendwie, sprich für alles gibt es immer ein Positives, Negatives, es gibt keine perfekte Karte. Jeder seine Schwachstelle und so, ist ganz klar. Trotzdem bin ich noch überlegen, was man hier noch verbessern könnte. Und mein theoretischer Obelisk, der Peiniger, er ist ein Gott, okay, er ist nicht so stark wie vielleicht noch bei anderen älteren Spielen, aber der Power geht eigentlich noch. 3 Opfer, okay, ist vielleicht ein bisschen viel und so, also wenn es optimal wäre, würde ich sogar als Vorschlag bringen, Zwillingischer Plünderer raus, weil, wie gesagt, er ist zwar, er kann teilweise noch was ausrichten, aber mittlerweile bei den starken Gegnern, nee, dann müssen wir eigentlich direkt mit der Zauberkarte hier gemeinsam stark nachrüsten. Nur deswegen den Monster im Deck zu behalten. Das Problem ist, mit mystischer Mann kann ich ihn auch nicht rufen. Das ist auch ein bisschen scheiße. Scheibenkleistermäßig, nicht wahr? Straßen im Sternlicht ist eigentlich eine geile Karte. Das Problem ist nur, der Effekt sieht einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Wenn ich die Karte mal bekomme, dann aktiviert der Gegner entweder keinen Effekt, der das bewerkstelligen würde, oder? Oder andere Fall wären auch. Was war genau der andere Fall? Ja, genau, der andere Fall wären halt auch teilweise irgendwie, jetzt mal der Gegner sagt, oh ne, komm, kein Bock drauf und irgendwie Riesen alles spielen, bringt natürlich auch nichts. Oder aber ich habe Sternschab Drache bereits auf dem Feld, wenn ich die ziehe, also in dem her. Wir müssen durch Dimensionsgefängnisse ersetzen. Zauber ist eigentlich mehr oder weniger gut. Wie gesagt, es fehlen auch für ihn noch ein paar Karten. Die meisten leider gebannt und so. Also was ich eigentlich sagen würde ist, Obelisk würde ich gerne gegen den zweiten Cyberdrachen ersetzen. Austauschen, Problem ist hier, wir haben noch keinen. Zwillingischer Plünderer kann natürlich durch die Karte hier ziehen, aber wenn ich nur dadurch habe, ist ein bisschen Detour-Gefahr geworden. Okay, er kommt jetzt raus. Das gleiche gilt für Straßen im Sternlicht. Ich packe beide mal in Side-Deck und guck mal, jetzt haben wir 40 Karten insgesamt, 20 Monster, 20 Zauberfallen, kann ich mal gut ausgleichen. Und ja, mit noch 15 Synchro. Genau, den und den will ich auch unbedingt noch beschwören. Diesem Let's Play bin ich gespannt, ob ich das mal hinkriege. Ach, es gibt noch so viel, was man irgendwie verbessern könnte, besser machen könnte vor allem. Naja, man kann es nie perfekt machen, oder machen. Genau, Side-Deck-mäßig, umgekehrt Reihenfolge, wir einen Zwillingischer Plünderer haben, das heißt, braucht den hier, gut. So, in Side-Deck, wenn wir die Karten nicht nachher vergessen, natürlich ganz doof, aber mir natürlich auch nichts weiter Verwunderliches. Jetzt haben wir das hier noch, Straße im Stern, der muss auch irgendwo hier unten sein. Das S kommt direkt vom T, beziehungsweise hier sogar nach dem T. Spiegelkraft, da haben wir auch schon einmal drin. Was auch ein bisschen fehlt, ist so eine Fallenkarte, die nicht unbedingt Staple ist. Staple heißt, Staple sind eigentlich Karten, die, sagen wir mal, in jedem Deck dazugehören. Das sind zum Beispiel Spalt, mystische Weltraum-Taifun, Gehirnkontrolle, Feindkontrolle, würde ich auch schon fast behaupten. Lichtschwerter, Macht der Spiegel, Schrei der Untoten, reißender Tribut, sind also Karten, die, wie gesagt, fast bei jedem Deck dazugehören und ja, ich habe fast nur so Karten. Das ist etwas, was mir ein bisschen angeht. Ich gerne mal irgendwie so eine Karte, die nicht unbedingt Staple ist, aber trotzdem in unserem Deck irgendwie bei 4, 5 Kartenkombinationen ganz gut wäre und richtig reinhauen könnte. Ich finde da einfach nichts sehr gut. Ich meine, ja, wenn es halt themenbezogene Decks wären, dann schon. Das ist uns ein bisschen das Problem. Ich habe kein themenbezogenes Deck. Es ist eher so ein bisschen. Ja. Ja, ne, hier stimmt es eigentlich auch nicht ganz. Synchro-Finsternis-Deck ist ja auch nicht so ein Synchro-Dark-Deck. Also, wenn man da. Der finstere bewaffnete Drache fehlen, das wäre noch was. Statt Obelisk, der finstere bewaffnete Drache, der fehlt mir auch. Und Gods und. Ja, ich höre schon auf. Das ist alles im nächsten Yu-Gi-Oh! Let's Play, die Karte, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt geht es mir erstmal darum, das Ganze noch irgendwie mehr oder weniger ganz gut über die Bühne zu bringen. Also gut, noch einen AP, das dürfte reichen. Im Kampf. Bitte was? Hä?
Habt ihr gerade im letzten Duell noch... Moment, das habt ihr doch im letzten Duell... Letzten Part habt ihr das noch gesehen? Oder kann... Ist noch etwas ein Lazar oder nicht? Hä? Komplett bescheuert? Mal gucken. Da klappt's noch, oder? Ja, da klappt's noch. Verstehe ich nicht. Okay, Fragezeichen. Wer bist du? Ja, das uralte Geheimnis ist bekannt als Ragnarok-System und aktivieren. Scheint nun seine letzte Phase zu erreichen. Wenn ich es vermutet habe, gut gemacht, Lazar. Rex Goodwin. Okay, dann werde ich zurück zur Stadt gehen. Ich weiß nicht. Das sieht nicht so aus, als ob du da einfach zurückkommen kannst. Was? Dreh dich mal um, Alter. Umdrehen? Oh, hoppla, du bist bestimmt Michael, wa? Bestimmt Michael. Alter, wir kennen uns. Hast du schon mal gegen mich verloren? Nein, ich glaube nicht, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Ich kümmere mich selbst darum. Bitte was? Du bist Michael, oder? Was du da gerade gehört hast. Kannst du das für dich behalten? Nö. Warum? Was machst du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Hä, wieso? Wirklich? Also wirst du dieses Geheimnis auf keinen Fall für dich behalten? Ich verstehe. Lass es uns in diesem Fall folgendermaßen regeln. Wenn ich dich im Duell besiege, plauderst du nichts aus. Wenn du gewinnst, kannst du machen, was du willst. Hört sich das an? Nur von mir aus. War gegen Rex Goodwin? Hey, das Icon dort auf dem Feld war aber beschiss. Kann auf Lazaren. Okay, gegen Rex Goodwin von mir aus. Noch kein Vincent Auserwählter. Noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Sag mal. Alter, was bist du nur eine Potsau? Da geht doch. Okay, Michael gegen Rex Goodwin. Und nee, Freunde, auch wenn es den Namen ähnlich anhört wie Rex aus... Keine Animation? Fies. Auch wenn es den Namen ähnlich anhört, 5 Monster auf der Hand, alter Schwede. Auch wenn es den Namen ähnlich anhört wie der Rex, der Dino-Fuzzi aus Yu-Gi-Oh!, es ist nicht der gleiche. Was mache ich jetzt? Eine scheiß Starthand, dankeschön, liebes Deck. Ah, Herz der Karten, Hilfe, was soll das? Tempel der Sonne. Okay. Ist mal interessant, eine Riesenratte, eine riesige Tomate sind ähnliche Monster, also sprich sind ähnliche Effekte. Ja, was mache ich denn da? Sangen, ich mache ein bisschen mehr Kartenvorteil. Ja, denke mal, Sangen ist gut. Lalalala. Stufe 5 Monster rufen. Das wäre eigentlich was, wa? Okay, so weit kommen wir gar nicht mehr. No! Aua! Muss das sein? Das war schmerzhaft. Der hat einen schweren Sturm weggeworfen. Alter, ist halt dämlich. Feuermeter. Okay. Was? Also. Das war super Empfänger. Ach nö. Oh nein. Ja, ich habe eine Vermutung, was er machen wird. Oh, diese beiden verdammten Monster. Nee. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Riesenrad, was mache ich da? Gehe ich auf Power oder gehe ich auf Effekt? Ich gehe auf Effekt. Gräber und Angriffsmodus. So, Stufe 5. Zeige dich, Katastor! Ich habe da gar keinen Bock drauf, dass er mir da mit der Riesenratte ein bisschen reinfunkt und irgendwelche Erdmonster beschwört. Denn das will ich zu verhindern wissen. Aber erstmal, keine Dank. Sanga, noch ein Monster auf die Hand holen. Haben wir schon einen auf der Hand? Okay, brauche also keinen mehr. Ja, ein Zombie ist immer gut. Sehr schön. Da sind ja doch ein bisschen mehr Speed, also auch schon in meinen Anfangspart dieses Let's Plays. Also dann, Katastor. Bams. Nichts gewesen, Spesenkumpel. So schnell als ich da nicht an Speed gewinnen. Das ist sowieso nur eine Karte gleich 2. Er ist bereits voll im Nachteil. Alter, wenn ein Monster mehr auf der Hand. Oh, den Ende-Synchron ist unbedingt eine Armee. Orakel der Sonne. Wenn du gelegt wird, kannst du deine Hand einführen. Oh oh. Ist jetzt wirklich die Frage, wenn diese Karte zerstört? Ja, verdammt.
Okay, nicht durch Kampf, sondern allgemein zerstört wird, ist jetzt ein bisschen unpraktisch, wa? Oder machst du jetzt mehr so Spezialmonster? Was können wir machen für ein Stufe 8 Monster? Moment, ich habe hier einen Synchron. Ich habe ihn. Ich hätte den auch und den. Ich überlege gerade wegen einer roten Oberdrache. Das könnte... Nee, geht gar nicht. Verdammt, ich brauche ihn ja. Und ihn, dann habe ich den, aber dann fehlt mir noch eine Stufe 3 und dann ist natürlich Kacke. Und oder Stufe 2, das ist bereits auf dem Friedhof. Verdammt! Geht nicht, es geht nicht. Außer... Stufe 7. Oder noch Stufe 8. Ja, nee, geht auch nicht. Oh oh. Egal, wird schon gut gehen. Natürlich der zerstört den Kampf. Rufe ich 2 neue aufs Feld. Plus den bloß Stufe 6. Oh, Menno. Es ist nicht so einfach, Leute. Es wird nicht so einfach, einen roten Nummer 3 zu beschwören, wie ich es gehofft hatte. Verdammt, ich hatte eine Punktzahl. 1000. Ja, okay, lass dich mal noch, weil du machst auf dem Feld nicht unbedingt so viel Ärger. So. Ja, Leute, merkt schon, ich bin ein bisschen konzentriert, das auch schon. Ich weiß gut, ich habe gerade keine Karten auf der Hand. Ja gut, eine jetzt. Aber den sollte man lieber nicht unterschätzen, Leute. Ich habe schon in anderen Spielen ganz üble Erfahrungen gemacht damit. Eine ganz üble. Okidoki, ist ja langsam spannend. Wenn ich Stufe 4 habe. Plus 2 und da, yep, das könnte klappen. Das heißt, in Zuge kann ich in 2 Zügen bereits einen roten Nova-Drachen rufen. Und dann geht's hier richtig ab. So, und klappt's noch? Ja, verdammt. Super, super, ja, du bist super. Ja, das Monster selbst bringt nicht sehr viel, aber damit kann es leider ziemlich geile, oder vor allem starke Monster synchronmäßig beschwören und das will ich ja verhindern. Hey, wenn es nicht geht. So, dann spiele ich nachher mal. Jetzt aber erstmal zur Rüstung. Also gut, mein Plan sieht vor 4, 6, 8. Jetzt rufe ich als genau. Ihr wisst schon wen? Den Rotdrachen Erzunterweltler. Und gehe ich sogar auf Sicherheit. Wäre auch eine Variante. Oh nun, Katastor, vernichte sein Monster! Das ist irgendwie Leute ein bisschen so einfach, muss ich ganz klar zugeben. So, guti, guti, guti. Aber ich hatte vergessen, Monster zu rufen. Ach, Trottel. Ja, spielt keine Rolle. Spielt sowas von keine Rolle. Oh, könnte ich zwar, aber nee. Erstmal noch. Und ich ruf neue Riesenbazillen aufs Feld. Jai, 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 jai. Ja, da geht ein bisschen der kannst du waschen. Okidoki. Jetzt ist also los. Eine neue Sakura-Zurüstung. Ich den jetzt mal verdeckt, weil ich wieder, wenn es geht, alles in einem Zug machen. Sonst kann man wieder die dämliche Fähigkeit vom Rotdrachen Erzunterwälder dazwischen. Und das will ja keiner. Ja, komm, greift nur an, greift nur an. Feldzauber verdeckt? Was ist nur ein Penner? So, und Tschüssikowski. Der macht auch nichts. Was ist denn das für eine verdeckte Karte? Oh, egal, kann mir egal sein.
Oh, Melissa Peiniger! Kuppel, du kommst ein bisschen zu spät, ja? Jetzt bin ich schon dabei, ein anderes mächtiges Monster zu rufen. Sorry, Alter. Man kann bloß das Futter für die hier dienen. Zombie? Okay, let's showdown. Siu, siu, siu. Und Synchrobeschwörung. Und zwar im Verteidigungsmodus. Jetzt denkt doch der Goodwin bestimmt. Warten? Verteidigungsmodus, was denn damit? Ja, das gehört zu meinem Plan. Da wirst du dich gleich ein bisschen umgucken. Kann das sein, dass ich gerade einen kleinen Denkfehler habe, Leute? Wieso? Ganz einfach, das ist ja Stufe 2, ich brauche Stufe 12. Nein, verdammt, da geht nur Stufe 11. Ja, das war jetzt ein bisschen sehr doof. Ein Monster. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass er nicht zerstört wird. Das wäre jetzt sehr freundlich. Alter, du Scheiße. Alter, Michael, was treibst du da für eine Scheiße? Mal ganz ehrlich, also, im Ende synchron angreifen. Ja, wieso nicht, wa? Wird zum Glück nicht zerstört. Junge, Junge. Ja, ich bin gerade mit den Gedanken ein bisschen woanders. Habt ihr gemerkt? Weil, ganz ehrlich, wenn ich da mit meinen... Naja, bin ja nicht mehr 4 Jahre alt oder so. Wenn ich mit meinem vorgestellten Alter schon nicht mehr auf 12 zählen kann, dann, ja, dann habe ich ein Knotengehirn. Alle Angriffen bieten nicht dich selber zerstören, ich bin sehr dankbar. Alter, das ist knapp. Dachte schon, dass wir es selber zerstören, aber nee, stand ja alle anderen Monster. Ich hatte Glück. Das Zweite, da hatte gar keine Chance. Schon ein bisschen verrückt. So, jetzt machen wir es aber richtig hier. Und da rufen wir jetzt mal einen roten Nova-Drachen, trotz dieses Fails. Alter, ist das peinlich. Aber egal, jetzt haben wir ihn. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Alter, Sound, hey. Ja, und er hat 5500 für jedes Empfänger an seinem Friedhof kriegst du 500 Angriffspunkte. Alter, da ist so viel geil als der Sternschnuppendrachen, ganz ehrlich. Du. Alter Schwede. Wieso was? Baut noch ein bisschen weiter auf. Ja, ich habe einfach Bock drauf, sorry. Gemeinsam sind wir stark. Seht, eines meiner mächtigsten Monster. 7900. Top das mal. Das ist viel zu übertrieben. Gewonnen. So, das war jetzt mal richtig episch, ey. Der rote Nova-Drache. So ein krasses Viech. Boah, du bist so stark. Das sollte man von jemandem, der den King besiegt hat, erwarten, was? Naja, das war's dann wohl. Du kannst planen, mit wem du willst. Scheiße, Mann. Und ich interessiere gar nicht, dass wir hier sind, also dafür keine Zeit. Dann sollen wir wohl danken, wir müssten sowieso gehen. Also, tschüss. Ja, also, Michael, ich sollte es dir sagen. Ich glaube nicht, dass du es unbeschadet überstehst und du weitermachst, okay? Also, pass auf dich auch. Auf und bleib immer wachsam. Okidoki. Ein bisschen schräg zwar. Blub. So. Und jetzt ist es Zeit, Freunde, euch mitzuteilen, dass es erst im nächsten Part weitergehen wird. Ja, dieser Cliffhanger, ich weiß.
Dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr über Odin und ich will jetzt endlich mal hoffen, dass es hier ein bisschen zur Sache geht. Ganz ehrlich, ey, ständig Ebene von Ebene gegen Schwänze zu fighten, wird es ein bisschen langweilig. Och Mann, hey. Bis zum ersten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen.